So Freunde und herzlich willkommen zum Unboxing-Video. Ganz genau, sehen wir mal her, das gute Stück war. Hier ist es, One Piece Pirate Warriors, die Collectors Edition. Ja, endlich ist sie da. Meine Fresse, war schon seit 2 Stunden, muss gleich wieder zur Schule. Deshalb muss ich jetzt ganz schnell machen. Hier mal schnell ein bisschen aufschneiden. Ups, naja, ein bisschen zu weit halt, was soll's. Ja, ups. Kann ein bisschen laut gewesen sein. Ich hoffe es mal nicht. So, mit dem ganzen Plastik drumherum, oder? Tja. Was wäre die Welt ohne Plastik? Genau. Ein schönerer Ort, vielleicht. Ihr seht schon, hier ist das zum einen das Spiel drin natürlich und dann aber auch die 1000 Sunny, wie die genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wow. Ja, nicht schlecht. Achso, deswegen. Wegen dem USK-Logo. Moment, ich sehe es gar nicht. So, Mann. Also Weg hier. So, wegen dem USK-Logo. Jetzt nährt uns das Teil nicht mehr. Seht ihr? Ist hier nicht mehr drauf. Kein USK mehr. Umso besser. Hier auf der Rückseite auch schön zu sehen, die ganze Strohbande. Wer eigentlich sonst noch? Na egal. Ich habe keine Zeit, ich muss es ein bisschen schnell machen. Und das schnell. Ja, komm schon. Und ouch. Nochmal ein bisschen laut gewesen. Ja, also gut. Erstmal. So. Ein bisschen zurück. Und hier. Moment mal, so. One Piece Pirate Warriors, das Spiel an und für sich, natürlich nichts Spektakuläres, nehme ich mal an, war. Sollte ganz gewöhnlich sein. Was hier drin hat, sehen wir gleich noch. Jetzt aber erst einmal, no, was hat sie? Was hat sie denn sonst noch? Alter Schwede. So, hallo? Okay. Ah, da ist ja schon schön verpackt die... Ja, kommst du? Hallo, Sunny. Na, holla die Waldfee. Hier haben wir mal die 1000 Sunny, genau, nein, die 1000 Sunny. Guckt euch das mal an, ey. Zumindest mal ein Bauteil davon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber natürlich war es das noch nicht, es gibt hier noch ein paar Zusatzdinge, die man noch drauf, ich sage jetzt mal, stecken kann. Vielleicht gäbe es auch noch andere Wörter, wenn ich bloß wüsste, wie ich das Teil aufkriege. Ohne gleich hier den ganz großen... Moment mal kurz, ich muss zur Seite nehmen, wegen dem Mikro und so, ihr versteht schon. So da. In der Ruhe liegt die Kraft, ich weiß, aber... Ich und Ruhe... Ruhe ja nicht. Kraft eher mehr. Naja, egal. Ich wollte gerade mal schnell die Muskeln zeigen, aber nee, lasse ich jetzt. Das wäre ein bisschen zu angeberhaft. Hallo? Menschenskind, immer so verpackt, ey. 2-3 Mal... Plastik und alles drumherum gebunden, aber egal, so. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Hier die 1000 Sunny. Hier, sehe gerade, ist natürlich super, wenn man hier nichts zum Draufstecken hat. Das ist auch nicht schlecht. Ich meine, ich habe hier zwar die Segel, aber was bringen mir die Segel, wenn ich hier nichts draufstecken kann, wa? Ich müsste irgendwie so machen und dann bräuchte ich noch einen Mast. Oh. Alter Schwede, was ist denn das hier? Guckt euch das mal an. Das ist ein richtiger Bauplan. Naja, Bauplan vielleicht ein bisschen übertrieben, war, sondern einfach Sticker, die man noch drauf tun kann. Ah, da hinten doch. Moment mal kurz. Ach, dringend besseres Mikro. Hey, alter Schwede. Vor allem eins, wo ich die Lautstärke immer runterdrehen kann und so, weil sonst ist es echt mühsam. So, hier der Bauplan für die 1000. Moment mal kurz. Hallo Kamera, zoomen, wenn ich bitten darf. Kamera! Mensch, das Teil kannst du aber auch vergessen. Na, seht ihr alles ungefähr? Ja, der Zoom-Effekt ist irgendwie total abhandengekommen. Aber egal, oben steht ja, was? The Grand Line Ship 1000 Sunny. Ja, wenn du meinst. Okay, also das alles zusammenzubauen, ihr seht schon, es hat ziemlich viele Einzelteile und so. Da müsste ich irgendwie ein Let's Build machen, oder Let's Build, würde man es halt ausschreiben, Let's Build. Um das Ganze zusammenzubauen, aber ihr seht schon, hier sind noch die ganzen Sticker und so, die man da drauf machen kann. Die 1000 Sunny halt mit den Segeln, hier zum Beispiel noch das Frontsegel, das Mastsegel, das Hauptsegel und hier ist das, wie nennt man das jetzt schon wieder? Mann, keine Ahnung mehr, hier gibt es noch ein paar andere Dinge. Alter Schwede, ja, das ganze Zeug noch zum drauf. Moment, ich hätte auch ein Hintersegel noch, egal. Der Mast und alles noch. Schon krass, wa? Hier natürlich noch der Ausguck, wo ja immer Zoro drin pennt. Kennt man ja auch. So. Wie gesagt, das kann ich jetzt leider nicht alles zusammenbauen. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Aber was soll's? Jetzt noch kurz zum Spiel selber. Mal schauen, was da drin noch hat. Natürlich mal
Au! Nee, Quatsch. Oder? Nö, nichts passiert. Nichts passiert! Glück gehabt. Hallo? Mann. Ich weiß, in der Ruhe liegt die Kraft. Aber die Kraft geht auch anders. So, mal ohne Plastik. Moment, muss ein bisschen aufpassen, sonst seht ihr mein Spiegelbild. Das will ich noch nicht. Noch nicht, das war gut. Und hier halt das Spiel selber. Mit Ruffy und Shanks drauf. Der hat noch das Benutzeranweisung oder wie? Ja. Halt die typische Benutzeranleitung, wenn man sie kennt, so spielen. Hier sieht man zum Beispiel gerade Zorro. Oder sonst noch ein gutes Bild. Wie wäre es zum Beispiel mit Ruffy nach dem Zeitsprung? Na, wo bist du, Ruffy? Komm schon, ich habe dich irgendwo gerade gesehen. Ah, da zum Beispiel doch. Hier seht ihr ihn ganz gut. Links zum Beispiel noch die ganz alte Crew ohne Ruffy nach dem Zeitsprung. Und hier Ruffy nach dem Zeitsprung. Sieht man besonders gut wegen den Klamotten. Jetzt trägt er nicht mehr kurzärmlich, sondern eher mittellang. Und natürlich an der Narbe auf der Brust. Und ja, liebe Freunde, ich bin schon in Sachen One Piece sehr gut bewandert. Ich interessiere mich für One Piece immer noch ein gutes Bild. Für One Piece interessiere ich mich schon seitdem die erste Folge, also die erste Anime-Folge in Deutschland erschienen ist. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und seitdem habe ich natürlich auch die japanischen Mangas geschaut und bin eigentlich jede Woche auf dem aktuellen, auf dem aktuellen Stand der Dinge. So, hier nochmal ganz kurz zum Schluss die Disc selbst. Sieht schon cool aus, wa? So. Das war es schon für dieses Unboxing-Video. Ich hatte eigentlich gehofft, euch natürlich die ganze Thousand Sunny zeigen zu können. Jetzt, naja, halt nur mehr oder weniger, aber es sieht schon cool aus, oder so ein Schiff. Ist nur die Frage, wo stelle ich das Teil nachher auf? Aber naja, mal schauen. Dieses Video kommt hoffentlich am Freitagabend noch raus. Freitagmittag wird es leider nicht mehr, es ist bereits 1:30 und ich muss dringend zur Schule. Dann am Abend, wie gesagt, das Unboxing-Video. Nee. Doch, das Unboxing-Video, also dieses hier. Und dann am Samstag folgt auch schon die erste Folge One Piece Pirate Warriors. Das heißt am 22. wenn ich das richtig... Yep. 22. September, erste Folge One Piece Pirate Warriors. Mit ein paar anderen Projekten noch, aber ist egal. Und dann vermutlich regelmäßig, vielleicht sogar schon am Sonntag, die zweite Folge, Montag und so. Mal schauen, wie es bei euch ankommt. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu! PS. Für diejenigen unter euch, die das Gefühl haben, ich hätte fette Arme, was ich schon in den letzten Unboxing-Videos mir lesen musste, hier mal der kurze Hinweis. Das hier sind Muskeln. Kein Fett, alles klar? Gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.